Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallihallo und herzlich willkommen für eine weitere Episode von Minette Mashup mit dabei vom Musee von der Erbisch, das Marike. Moin Marike. Guten Morgen, Jan. Und neu dabei für den CNCI die neue Modellbesterin an Katrin. Moin an Katrin. Moin, Jan. Herzlich willkommen an unserem Podcast. Merci. Hashtag Minette Mashup, das ist den Hashtag, den der verhalen muss für uns online überall rumzufinden. Und wir sind heute an der flaschenmäßig kleinsten Gemeng von der Minette Biosphäre. Wir sind zu Rümmeling. Potrin direkt mit zwei Invitien. Einerseits der Bürgermeister von der Stadt Rümmeling, Harry Hehn. Moin. Moin. Und andererseits den ersten Chefin Elvedin Muovic, den 10. Januar dann noch am Komitee für ProSüders. Moin, Elvedin. Moin. Also ich froh, wie sie der zwei heute Morgen hier hinkommt. Zu Fuß? Ja, zu Fuß. Also, wo wir hier sind, ist nicht weit von mehr weg. Ich wohne an der ersten Straße am Längengrund. Aber wenn wir am nächsten Tag werden, haben wir gegen rausgucken, gegen mein Haus auch gesehen, weil das Stück vom Hermeshaus ist bis längst eng 10 Häuser gerne. Und mein Gott gehört eigentlich, oder wurde immer zu dem Stück gehört, dafür das nicht weit weg, sprengen, um ein paar 100 Meter zu gehen. Okay, und du? Ich auch zu Fuß. Ich gehe auch direkt unten angehalten von einer älteren Dame, die mir direkt gesagt hat, und du, wo ist du noch all, wo trippelst du dann? Du stehst wo wir heute haben. Bon, ich meine. Ja, mir wollen nicht weiter, das kann ich da doch machen. Ich bin mal gespannt, wie die Marika hinkommt. Marike, ist schon da? Ja, also haut nicht mit dem Velo leider. Es tränt ein bisschen. Und schon nach kein wasserfest Jupp fand. Für um Velo unzudauern. Für um Velo unzudauern tränt. Mir ich meine, es ist schon Zeit für Dorana zu investieren. Ich bin mit dem Bus gekommen. Okay, mit das hier sowieso just der Katzensprung aus dem Moor bis so Brümmeling für die kleine Weh, ob lo Bus oder Velo. Das heißt, als Enkehr gemischt, da bleiben dann noch zwei der Challengen für beim öffentlichen Transport auf den Podcast zu kommen. Location vom Mond. Für uns Location vom Mond, da sind wir heute am Spektrum, am Haus vom Lützeburger Skulpteur Albert Hermes, gebürtiger Rümmelinger, den bis dass er gestorben ist 1989 hier am Haus gelebt und geschafft wird. Sein Monument an der Stadt Agoa, sein stengene Relief an der Erstenacher Basilika, die sind landesweit bekannt. Aber wo an welchen Wirker vom Albert Hermes geht es dann nicht den komplett erhaltenen Atelier hier zu Rümmeling? Was tut er da gehalten? Ich meine, wenn du schon lange Gemeng guckst, die 1956 gebaut wurden, da sind noch Reliefen vom Albert Hermes, respektiv die Freie Gendarmerie. Und auch wenn du durch Dörf gehst, eine Reihe Skulpturen, nicht immer um Kirche stehen, allerdings zu Täting, aus der Rümmelinger Kirche, also Tätinger Terre, weil wir eben so ein kleines Gemeng sind. Und dann hörst du auch an unserem Stadtpark Monument also, vom Jean-Pierre Brausch, früheren Deputé Maire, da steht, dass auch vom Albert Hermes 1957 angeweiht ging. An einem Gott vom Spektrum steht auch noch Relief. Ja, das war auch eine Geschichte. Wir haben auch seit den 50er Jahren ein Altersheim als Rümmelinger gehabt, das ist ja aufgegraben, ging neu gebaut für Servio. Und du hast dann, du hast mal selbstverständlich den Relief gesehen, mit der Rest, dass der eine Mauer ausgemacht hat, das war wirklich Stunde schwer, das aufgedroht ging, als Stecker. Wir hatten aber darauf gehalten, das zu halten, weil das passt ja wirklich ganz gut hier. Bei dem Spektrum, und dafür steht da der Rollo-Seite Pomento. Das war aber auf jeden Fall ganz viel Arbeit, das da hinzubringen und auch zu restaurieren. Und da gibt es natürlich auch die kleinen Wirke, die in Hayern seinem Wunderhaus los wird. Was ich besonders flott fand, sind die Sternzeichen, die am Geländer von der Trapp integriert sind. Die fand ich, die haben etwas. Das ist so klein Rang, aber auch ein wirklich wunderschöner Arbeit, die in Albert Hermes los wird. Ja, das wird doch alles ein bisschen noch herrlich, weil das so klassiert dabei. Und eben auch der ganze Korridor an Treppenhaus und dafür also auch mit der Leute vor sich gehen, wenn ihr noch was könnt, da gesagt in das auch so beliebt, dass ihn das dann noch gut gesagt, wie gesagt, das alles mal integriert, wie man das hier renoviert hätte. Und du, Marike, wo ist auch ein Albert Hermes? Schon tatsächlich, sie sind seit 6 Monaten an einem älteren Haus zu Asch.
Und es war als, weil er im Haus so überholt, wie es war. Und am Keller hängen ganz viele Sachen. Und das ist tatsächlich recht im Monat mir spät aufgefallen, dass du einen kleinen Arbeiter hängt und signiert aus von Albert Hames. Schon natürlich, da muss ich vergessen, weil meine Tochter hat zu viel gebrattelt und die Schule hat noch nicht so gefangen und voilà. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die einzige Person bin. Also du hier hat eigentlich viel geschafft. Ja, es sind wahrscheinlich auch ganz viele Sachen, wo ich eigentlich mal gar nicht mehr so richtig weiß. Und wir haben noch viel mehr heute Haus gekauft. Also ein Atelier, die stehen ja struppe voll. Und da das ja alles restauriert gehen. Und es sind wirklich immens viele so kleine Skulpturen, wo gemacht wird. Einfach fantastisch, dass man sich wirklich dafür interessiert, wie gesagt, wie den Artist früher geschafft hat. Das war eigentlich alles so her. Und die gemerkt, er wäre vorgegangen und nicht mehr rumkommen. So hat der Atelier ausgesehen. Also, es war wirklich sein Atelier, wie er hinterher geschafft hat, gelebt hat. Ja, wir hatten noch ein froh aus dem Hameshaus am Anfang, als wir erst 22 Jahre durch Spektrum gehen. 4 Runden Spektrum kann ich mich noch erinnern. Es war der Remix-Projekt, so wie der Nummer von kultureller Herbststadt. Und für erst 22 Jahre am Anfang das Spektrum-Projekt gehen und das den immersiven Kulturzentrum gehen. Und wir hatten ja auch Madasch 22 den Partner festgemacht, für die Clôture mit den Partner zu machen. Das kann ich mich noch erinnern, weil dazu waren noch immens viel Travaux und wir waren super voll gestresst, weil 3D4 und waren noch voller Arbeitszeit und es waren so gut nicht geputzt, wir haben das hingekriegt. Und ja, und wir haben gesehen anscheinend, dass es viel geändert wird. Und sie nicht mehr so viel Travaux am Gangen oder noch Projekte von Travaux an. Ja, also ich meine, je nachdem, wer die möchte, immer permanent geschafft hat, dass er Hanne aus zum Beispiel, wo ein Amphitheater, oder wie soll ich das nennen, als überlegen wir also, ob man das nicht aber noch ein bisschen ernst gestalten mit dem Schweizer Kresse, also nicht so ideal, auch von dem mit geben 100 Leute will rankommen. Das geht darum alles mal rangeschrieben, dafür wird man da vielleicht nach ernst gestalten, für das da aber auch besser zugänglich ist. Und die Überlegung ist ja auch ein bisschen die Relation mit Musée des Mines zu machen. Wir haben heute in Erlen Freire Quai, wo auch Eisenerz an Twager gehalten ist. Und die von heute vorgeführt gesehen. Da soll dann noch wie ein gemerkt gehen, wo ihr noch bis bei der Musik könnt, respektive an der Lernst, wo man dann noch so wie soll so Kulturwehr will machen, wo ihn dann noch mit digitaler Technologie Data kann entdecken. So Herr Bürgermeister, wie sieht da dann die Vision an das Futur von Spektrum hai? Ein gut froh. Ne? Ja, das ist ein gut froh. Bei uns ist direkt nicht so impliziert am Spektrum, muss ich zugeben. Ich denke noch, dass man die Equipe, die ganze Programmation möchte, sollen frei gewähren lassen. Das ist klar, dass die war ja eigentlich, dass wir wollen ein Open House schaffen, wo die Artistinnen und Artisten können frei schaffen an sich begehen, aber auch eben die Visite und Artisten begehen. Das heißt, einerseits soll ja mit modernen Technologien geschaffen mit virtueller Realität, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Und ich meine, wir haben auch mit lokalen, regionalen, internationalen Artisten so an den letzten Jahren zusammen geschafft. Diese Scheie frei können hier Kunst präsentieren. Und es geht aber nicht nur um den Artist selber, um seine Kunst, mehr eben der Visiteur, der soll eben auch gesehen, wie den Artist ist, aber wie er schafft, soll sich auch können mit dem austauschen und das auch Möglichkeit mit dem zusammen zu schaffen. Dafür haben wir so Rencontre d'Artisten gemacht, das auch Residenz d'Artisten, wo sie auch können dann bleiben am Haus für eine gewisse Zeit. Und ich meine, das ist ein Stadtziel, wenn man am Spektrum verfolgen. Und eben das Spektrum annehmen, dadurch auch Rümmeling über die Grenzen raus hier an der Großregion bekannt zu machen, wo man dann noch Kooperationen
mat anderen Institutionen sichern an och von tun an noch alächer Zeit also wo man auch zum Beispiel mat der lokaler Bevölkerung zu summen schaffen mat Showklassen die dann an das Spektrum kommen wo auch einfach Aktivitäten sie fir Showklassen oder fir Junke woch Lesungen gemerk gin an schmengen das mo gesucht vum Guy Wolf neuen Direktor das loch Kontakt haben am IFAN wo dann noch sollen Workshoppe fir Enseignern developéiert gewurt dann noch hoffnech an Zukunft einer Showklassen ausserhalb vu Rëmling hainer könne kommen an se Staat och können ugucken und noch können ze summe schaffen sie noch Kontakter mat der nationaler Filmproduktion wo eben auch eben durch die virtuelle Realität an als 3D Brille oder wie nennen in dat hier neue Filme können gewiese gehen also da sind auch Kontakt an schmeckt das dat man mat dem Spektrum verfollechen. Apropos Film schmeng der geht ja nun enke Sujet an eisem Podcast. Me har je hin geschwind sind der 15 Joer Rümmelinger Burgermeester. Wat war dann an der Zeit de gréessten Challenge fir den Henri als Burgermeester? Also gi 14 Jo. Es sind am November 2011 Burgermeester gin an also Challengen huet den einsch immer Jan. Also das permanenten Challenge mit Demos wahrscheinlich auch für mich persönlich eben den Challenge. Mei hunn net ganz viel Burgermeester gehäert he zu Rümmeling seit 1931 den ich richtig feierten. Huet auch mis beweise mat senger naier Ekippe fir mod ze gewandert hat man Demos wie en Deel mat 60% aneben de Kiboch ze summen ze halen eng neue Ekippe wo dann noch permanent eben och Challengen dosinn. An ganz am Ufang wat Gestioun vun der Gemenge belangt, well eng Reihe Beamtinnen a Beamten an Pensionioun gen sinn, die eng gros Erfahrung hätten an die awer wich Posten hätten, zum Beispiel Rësseweur, Ingenieur-Technicien an Pensionioun noch den Hermann dem Service der Population. Dat war schon eng gros Herausforderung fir dat. Die sind alle gute méi oder Mann mar hin gegen oder wéi? Ja, also dat war Leiit, die wirklich eng lang Zeit och schon wären an Igentéi innerhalb vun 2-3 Joer daneben an Pensionioun gerne sinn. An dann selbstverständlich fir mcht de gréessen Challenge de kënne bei du, wenn man wëlle hunn och eise Staatkehr ze reaménagéieren verkeiers ze berochen bisssen so ähnlich wie zu Diedling vielleicht net grase, weil dat eng einer Envergur huet méi fir eisket dat ganz schwéier, weil wann ihr Rümmling kennt Stroos, dat geht einfach durch duf, dat gëtt e ganz schwere Chantier an das awer wichtig dat gemerket fir das och die Leute die liewen die schaffen hier Trümmling rumkrie, weil am moment as eben durch den Verkehr von Transfrontalien einfach eng Hauptstroß soviel Auto Oster durch. Ja, du hast am Anfang 2 Großachsen. Du hast die vom Kieler Portoruf dann die von Kiel weiter in Frankreich geht und dann hast du die Rampoado, wo das dann noch zur Summe fließt bei der Welt. Und das geht von Jahr zu Jahr, das brauche ich kein zu erzählen, als Grenzwirtschaft immer schlimmer, weil kommen immer mehr Frontalien ins Land schaffen, wenn wir es auch brauchen. Dann ëft Transport ass dann eng einer Diskussion hätten fir iwwer geschwert. Ich meng hunn am Kiel da eng Linne vum Zug, die fréier ganz gut funktioniert. Hätten se go direkt sich bis an Stadt noch an der Mitte stand direkt sich bis an Stadt dat gëtt alles net. Dat allerdings gesot gin, dats ab dem nächste Joer daneben noch zu de Spitzenzeiten am Sich am halbe Stundentakt zumindest bis op Netzing solle fuhren. Und dann auch als Stunde außerhalb von der Spitzzeiten. Ich meine, das ist auch ganz wichtig, dass das so was. Wir haben zwar Busse, aber ich meine, jeder weiß, wie das die stehen noch am Stau, war viel Verkehr ist. Und dafür ist es wichtig, dass wir auch im Haien Zug kriegen, wo die Leute auch wirklich können nutzen, auch für die Dämpfe zu fahren. Voilà. Das ist eine ganz gute Novelle. Das ist wirklich eine positive Novelle, den Ausbau von der öffentlichen Transport-U-Bahnung von Rümmeling, von der ja dann auch Tätinger Kielwerte profitieren, weil sie auch dort da stehen bleiben. Elvedin Murwitsch, Dir sieht 23 die erste Kämer dann Fälle gegangen, wann Stadt richtig gesehen hun direkt als zweiten op der Lücht hat dem Harry gewählt gehen an dann noch rechte Schaffe gehen. Dat war aber Sprung an kalt Wasser oder? Also ja ich mengen 2023 ich an Fälle gegangen. Ehrlich gesagt die Wahlen war echt du nicht der Wort. Also da hat mich den sich immer den Rechnungen vielleicht du siehst immer den hängerst du. Man hat ja ganz schwer Kandidaten. Dass mir auch gut an den Kopf kommt, dass ich überhaupt Gemengekonseil gehen. Aber du rechnest immer und du siehst, vielleicht gehst du ja auch Gemengekonseil. Bon, du noch, wo das Resultat rauskommt, sehen, ja, war ich den Zweit gewählt. Bon, ich meine, das ist ein Mensch, der ganz gerne neue Challengen umgeht. Das muss ich verstehen. Ein Job von einem Burgermeister oder Chefen zum Beispiel ist immens identisch zu dem, was doch ein Gérant von einem Betrieb möchte.
ich meine hauptberuflich sind schon Gérant von 2 Betrieber. Ich meine was gehört dazu Gestion von seinem Personal. Auf der anderen Seite musste aber die Leute auch neue Projekte und neue Projekte schaffen an die Leute die dann so anbieten. Das war nicht so schwer für mich da ranzufahren. ranzufahren. Ja. Fristet dann da zu viel Zeit wann ich schon Gérant von 2 Betrieber hast dann noch Co-Gérant von einer Gemeinde zu sehen. Boah, ich meine, also ja, doch. Ich gucke zum Beispiel beim Betrieb, gut, dass du mein Papa war nach Hund. Du passt einfach 7 auf 7 dich immer NRW. Du denkst immer an Sachen, du hältst dich permanent mit. Aber auf der anderen Seite, wenn ich gucke, wo beim Staat oder bei einer privaten Patron schafft, den hat ja immer seine Congé-Politik zu gut. Boah, ich hätte ja auch normalerweise zu gut, mehr in dem Fall, dass ich einfach meine Arbeit machen muss. Also nicht immer so einfach für alle Sinn den Hut zu kriegen, aber wenn den das lebt möchte, dann funktioniert das. Dir seid ein ganz jungen Politiker. War das dann so eine Hauptmotivation an diesem Also ich meine, was ich da als Hauptmotivation gesehen, ich meine, dass schon das, dass die Leute mehr als 23 Jahre das Vertrauen geschenkt tun, wir können so eine Responsabilität zu überholen. Ich meine, von Schleier, ich wäre der Nächste, wo sich vielleicht so ging, 23 Jahre, was soll den du fertig bringen? Die Vision an nicht. Von Generationen von heute gucken, immer 23 Jahre, die wissen ja normalerweise nie, was sie überhaupt am Leben wollen, in welche Richtung sie gehen wollen. Bon. Ja, das ist die echt für mich die Hauptmotivation, die all darauf zu stehen, den Leuten zu beweisen, dass ich etwas kann, dass ich für sie da bin und dass ich probiere, anstatt noch viel zu bringen. Und noch vielleicht, die hat ja auch dann mehr Kontakt zu der jungen Generation. Also, doch, ich bin zu Römling, wie soll ich sagen, auf verschiedene Vereine aktiv. Ich habe schon den Kontakt sowohl mit den Jungen, wie auch mit den älteren Generationen, wie auch mit den Ausländern. Und ich gesehen habe, ich selber komme ja auch aus einer Familie, meine Eltern sind auch aus Montenegro gekommen. Ich meine, zu Römling haben wir leider mehr von den Fällen, wo die Familie nicht gut geht. Ich meine, ich identifiziere mich auch damit. Ich meine, meine Familie, denen ist es lange nicht gut gegangen. Das heißt, du weißt aber, was die Besoin von den Leuten sind. Sie wird privat oder auch die Vereine. Und dafür sind wir da, wir können zu gucken, den Leuten bestmöglich zu helfen, sie noch viel zu bringen. Besoin von den Leuten von den Vereinen sie nur geschwert gehen. Die zwei schafft ja zur Summe vier Gemengen sie aus derselben Partei eben die 2 verschiedene Generationen als das ein Plus gewirrscht, weil auch den anderen schaffenden Jimmy Skanderovic gehört ja Luna nicht zu der allagisierten Garde von den Politikern die Verstärkung zu kreieren von dem zwar dieser Novus. Ich meine, das ist immer für alle Parteien überall an allgemein wichtig, Neues zu kreieren. Dann ist sie wirklich auch froh. Aber das ist ja auch so, dass die Leute mit den Schilden am Schäferrot geschafft haben, abgehalten haben. Dafür ist auch wichtig, wenn ihn immer Junker hat, wo ihn auch sicher ist, dass die Enker können überholen. Also ich meine, für allem halt zu Römling ist das nämlich ganz schwierig, weil man dadurch, dass kein größer Terrain zur Verfügung steht, noch kein neue Lotissementer mehr kreieren, sodass dann noch viele Junker immer an einer Ortschaften müssen wohnen gehen. Und da war mehr alle 6 Jahre, wenn dann andere Wahlen waren, am gerne neue Junken zu sicher, weil die, wofür du waren eigentlich nicht mehr heute gewohnt. Das ist wirklich ein großes Problem. Und dafür sind ich froh, dass wir eine Equipe haben, mit einerseits erfahrenen Leuten, die schon mehr lange dabei sind, auch ganz durch Junker, die gut mal als Summe schaffen. Ich meine, geht ja nicht nur Mech an Nelwe, die mehr ja eine ganze Kippe, wo muss die Summe schaffen, an ihre Programm durchziehen. Und ich meine, das sind wir seit den letzten 2 Jahren am ganzen Moment. Das ist nicht immer einfach, aber ich meine, sie auch
gräser Dossier, wo heinst du Schwierigkeiten sind, die durchzukriegen, auch bei anderen Instanzen, wo wir schaffen ja ganz viel mit den Kehler zu summen, zum Beispiel am Kader von der Mobilität, wo wir auch zu summen auf Ministerien gerne sind, wo ihn dann permanent muss diskutieren, an Probleme aufmerksam machen und so weiter, dort Relationen zu kriegen. Voilà, ich meine, als allen hören da ein bisschen mehr schon die Geduld, die Jungfleisch noch nicht so hun ich mengen das alles ganz normal. Und das dürfen also eben noch gut, dass die Junge hat, die mit der Nature Dynamik an Energie an drunter bleiben. Voilà. hatte ganz kurz ja 3D-Kino, 3D-Filme geschwärzt bei der Industriekultur. Mengenisch an Katrin, du schwätzt mal auch nach ein bisschen über das Kino, oder? Ja, wann ja am Anfang iwwer de Kino huet Trëmmling die grös Chance de neeleste Kino vum Land ze hunn am Anfang an dat das ganz originaler noch eng ja ich kann so dann fir Staat Trëmmling de Kino ze hunn kennt Dir eis vielleicht bis méi erzielen iwwer de Kino an noch schon gesinn dat Dir eng VIP-Offer huet am Kino. Ja, also ich meine, sie noch ganz höflich, dass man die Kino nach hun das effektiv den ersten nach Kino, den er betrieben hat, seit zu Lützeburg. Der Raymond Masser, dem seine Familie darüber betrieben hat, den kennen wir ja ganz gut. Wir sind immenser Kontakt mit dem Team. Stadt Trümmling unterstützt sie auch durch über eine Konvention finanziell. Aber ich meine, geht ja nicht von der Stadt, betrieben wir eben von Caramba SPL, die auch schmengt Wasserhäuser, wie ich das noch betreibt. Voilà, und das ist effektiv ganz interessant, weil nur wenn sie nennen das ein VIP-Planche mit 24 brede Sitzer, ich hatte doch schon als das ist wirklich ganz agreeabel. Du kann ihn trinken, kann ihn sich auch Essen bestellen, einander sucht den zweitbesten Kebab aus dem Land anscheinend, einen Antalya-Snack. Voilà, und ich meine, da sind eben dann noch die Kontakte kann ich noch die Räumlichkeiten eigentlich für Privatzwecke reservieren. Also ich meine, wie soll ich so, wenn ich nur mal eine kleine Gesellschaft da hinkomme, für ein kleines Feier oder ein Kino zu gucken. Und dann kann von dieser Konvention, können wir das auch als Stadt Römling benutzen, für zum Beispiel verschiedene Events. Kein Beispiel, internationale Freien, darf man dann einen Film weisen, eine Rezeption machen. Ich fand das doch mal ganz flott, für eben darüber können zurückzugreifen. Ich meine, das ist eigentlich den einzigen Kino, der noch so einen kleinen VIP-Planche dann oben hat, wo ich wirklich, wie gesagt, ganz flott, agreeabel sitzt und ganz gut Platz hat. Ist den Kino dann auch regelmäßig besicht? Das wünsche ich mich, Ja, weil also, ich selber noch nie gewonnen. Okay. Aber ja, also ich noch schon regelmäßig besichten, aber für allem, wenn wir wirklich auch Sachen mit organisieren, ich muss auch eher so als Privatnutzer, also ich noch mal ein bisschen traurig von der gesagt, wenn der Film gedreht, also dass nicht viele Leute dabei sind. Aber wie das dann immer so, also ich meine, wenn der Kino ging so machen, da wäre immer jeder schuld, okay, Kino mehr als Rümmling. Ich meine, das ist immer schwierig an so Ortschaften wie Römmeling eben Leute so zu kriegen, dass man eigentlich die auch wie an diesem Beispiel an der Kinohuwe die normalen Filme auch gucken kommen, muss ich nicht an die großen Kino Nobelger Okay, Stadt weil du hast schon mal auch kein Kino mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du die normalen Filme da sogar mit einem guten Kebab gucken kommen. oder ein guter Bayer, ja. Ja, ich hatte noch eine Frage auch über das Musée des Mines. Die sind ja Präsident, schmengen von dem Musée des Mines. Das Musée ist ja ein Teil von der Vergangenheit heute zu Römling. Aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Weil am Anfang sehe ich noch, dass die meisten Leute, die noch an der Mine geschafft haben und da wirklich den Terrain noch gut kennen, am Anfang sind die viele Leute. Was macht ihr am Anfang dort so viel, dass die Passage der Generation so an der Memoire könnt? Ja, aber auch du haben wir durch Unterstützung auch vom Staatshaushalt, auch dem Tourismusminister, viel immer an der Musee investiert. Wir eben auch da immer Neues können anzubieten, auch mit neuen Technologien zu schaffen, digitaler Technologie zu schaffen, wenn man effektiv auch freier Mineren gleich kennen wie Hunde, die als so werden, der darum selber guiden. Und das ist überhaupt auch schwer, immer Guiden zu finden. Das ist ja auch ein bisschen das Problem vom Musee. Wir können nicht einfach, wieso sehe ich in dem Musee leider alles und da laufen lassen. Wir müssen sie begleiten, guidieren und darf auch keine großen Gruppen rangehen. Voilà, und ich meine, dafür sind wir auch immer permanent am Gang, das Musee zu modernisieren, für sich der Zeit auch anzupassen, für dadurch mehr interessant, eine andere für Junker zu machen. Es gibt ja ganz viel auch zusammen geschafft mit Showklassen,
wo in dat Muse auch mat Showklasse kann entdecken, die auch ich will so de Bande könne schaffen, mit du gin dann nur so klein Atelier Ugebote, wo se dann eben Eisenerz können klappen oder rauseln an so weiter an so fort. An schmengen do vor sich mal dann och durch bis mir exceptionell Exkursionen mal och einer Leute unzuzählen, die vielleicht net einfach juste Muse will gucke kommen, wo man aber permanent noch Autorisationen vu der ITM muss kreen, wie op einer Plätzen Lost Places oder wie solche Lonen können zu go da giden. Also schmengen do vor sich mal immer Neues unzubieten fir eben auch mal engem junge Publikum zu schaffen. Und da können auch dabei, dass man iwwer de Muse heraus da vor sich Events zu machen, wie du zum Beispiel seit 2 oder 3 Jahren den Trail de Min. Dat doch ganz flott ass wo dann durch de Galerie och geläft gëtt Ziel dann Parvi do ass vum Muse de Min, wo dann noch eng wirklich Jungkleit kommen an eben op eng einer derweis de Muse entdecken, dann hoffnech eben mat ihre Familien a Fën mal enke rumkomme fir wirklich zu visitieren. Ah, merci. Ja, ich hatte noch eng froh wie den Herr Mürwig. Die iwwer die junge Generation am Anfang Rëmlinger eng industrieller Staat an fir d'Erinnerung und die Industrie, die Mibretindustrie sind Minen, mit sie noch Kalkindustrie, die do war. Wat man dir am Anfang für die junge Generation, für dat sie am Anfang auch die Memoir nicht vergisst, wie wirklich der Industrie vom Römling, von der ganzen Stadt. Ja, ich meine, muss ich just aus dem Haus gehen. Und dann erinnert den sich schon direkt schon automatisch und Memoir, was heute Römling gelernt was. Ich meine, wir haben überall Waggon, Maschinen nachstehen, oben am Park, gesehen wir nach Jean-Pierre Bausch, wie der Bürgermeister Fedro gesagt hat, wie der Bürgermeister auch gesagt hat, probieren wir, die letzten 2 Jahre, wo ich Schulchef sie probieren, die Schulmeister alle gut zu suchen, dass sie mit den Kindern wenigstens ein Jahr herabkommen, Atelier machen, durch die Mine gehen. Auf der anderen Seite haben wir auch schon die letzten 2 Jahre, wo die Kinder Babeln mitmachen. Das ist, wo die ganze Schule mitmacht, wo sie dann während, sie so immer so plus minus enger Woche, die Kinder erklären, was Babeln daraus, was alles an der Mine gemacht wird. Ich meine, das ist so wie auf Demologien. Und ja. Dann ist wirklich eine Passage-Tradition durch die Traditionen, die reaktiviert gehen, mit Bananen anscheinend, oder? Ich meine, das ist nicht einfach. Ich meine, ich komme ja wie ich selber so, meine Familie kennt aus Montenegro. Ich meine, das ist schwer für sie, wenn sie den Spruch nicht kennen, sie schaffen Spruch nicht kennen, für dich mit der Gemeinde direkt zu identifizieren. Und ich meine, so, wenn wir auf dem Weg gehen, können wir die Kinder als Geschichte mitgehen. Und hoffentlich dann zählen die Kinder ihren Eltern daheim, was alles mit auf den Weg bringt. Gut, und vielleicht kriegen wir die Eltern dann noch dahin. Ich meine, das ist auch all die Arbeit und die Patrimoine, das ist auch immaterial, das ist auch so schwer für kleine Kinder zu verstehen. Mir immens schön und wichtig, dass das irgendwie weiterbrüscht geht. Das machen wir auch am Musée Ferrum, da haben wir auch wirklich ganz viel Thema vergangenen Arbeiten, die nicht mehr gibt. Mir dann auch, was möchte dann die Mama und Papa alltag, wo gehen sie dann alltag hin, was sie schaffen, überhaupt Thema Arbeit. Was sei in der Gegend in der Welt präsent, da gar nicht so einfach für die Kleinen für zu verstehen. Ja, work. Question. Wir bleiben beim Thema Arbeit, Herr Bürgermeister. Die schafft unter den 90er Jahren am Umweltministerium am Bereich Klima- und Energiepolitik. Wie hat sich Arbeit dann in den letzten Jahren verändert? Weil das hat sich ja bestimmt verändert, oder nicht? Op jeden Fall war fir mech persönlich sowieso fir du war schon mech hat net viel Kongépolitik, dats auch kein Mobil an CT a Kongé parental wie jo gefangen hun. Am wären eng klenge Kipp los immer bei zu 100 Längnemmen am Umweltminister wie jo gefangen wärmer zu 16 anwer Aménagement du Territoire plus Umweltminister de muss Alex Bodri war mein echte Minister.
an schon effektiv gefallen schon immer miss nach Bresel go schon international Konferenze mis man dat war ganz oft immer leng wo se lo zu großen Ekippe gi mat andere Ministere noch weil den internationale Klimaschutz der eigentlich ufangs 90er Joren recht gefangen 92 war en ganz groß Konferenz zu Rio de Janeiro organisiert gin an da sind noch die Konventionen erschriwe gin an du huet dat och zu Bresel recht ugefangen du hast dann noch die Klimaekipp gegrünnt gin. Als 1997 hat Demos die alleréischt Präsidents wie de Kyoto-Protokoll adoptéiert gin ass dat der letzte Präsidents vu mehr do EU mis féieren, dat fir mech och eng immens Grosäbecht. Déiäit go man Pierre Gramina, die die Zeit der Botschaft den es ganz viel geholfen an noch mat verhandelt huet. Voilà, ich mein, das haut bisssen ernstnecht, das ernstnecht organiséiert, du hast méi Leiit, schmenge hätten déi net alle gotten Computer, also gesagt wie sehr der alles evoluiert. An das vimi komplex awer lo well noch méi europäesch direktive Reglementatiioun huet, die muss nagehale gin, dat das alles rich Demos kom, so dats dat eng gros Veränderung mat ze sprcht huet och fir Mëch. Fell och immer méi Kommissionioune gegrünnnt gi wo mis mat fir den einne so gin ass. Mech per se so belang, dats még Web ein schlo viel Manner, wellch vi Manner schaffen. Vimi op der Gemenge schon och duch 2023 dat neit Gesetz kom ass hunn joch nach méi Kangépolitik nach man net genug well mat keng 6000 Awohner hunn vunsch nach keng 4 Stunden. Dafir sich normal am System mat dran an. Dat awer muss so immens ustrengend, wann en an so enger Gemengers fir her de schüss 20 Stunden kangé Politik an dëfir muss sich och op seg Leiit kënne verlossen, dats die och disponibel sinn. Well or en Kleingemeng huet die nämmecht Aufgabe wie en Grosgemeng, a fir allem enger Kleingemeng huet net so wie Personal wie enger grosser Gemeng. An Leiit vu nëmmer ger direkt mam Burgermeester oder zumindest mam Chefen schwätzen an dëfir huet de ganz viel Läbeg an dëfir ass net immer ganz einfach dann niewe lerncht effektiv an eng Läbeg ze hunn, och wann die Staatsbeamten ass dat net evident. méi hunn awer als Staatsbeamt vimi einfach wie an den Privatsektor geschafft. Mat Dir dann fir ganz enke aufzuschalten, fir ganz fort vun der Arbeitswelt als Bürgermeister voilà, trüppelt den jo dann durch Stadt oder Dorf an as en permanent run erinnert muss in der Weg fort. Also he so ger besserch mat méger Familie mat méger Framing zwe Kanner, dat das ganz klar oder mat Kollegen do he evitéiert an még Fra nech mé gin Imenske tripppeln. Allerdings dann noch rundem hu ja als Naturschutzgebiet an so weiter zu Zeite wo man da vor sich net grad op all Meter eng zu beginnen. Mech gin auch ganz gerne Partuelle mat Kollegen an der Gruppe bei Noemi oder an Kaffee am Heim bei de Fabio oder so se bis mé hun in der Purhai. Also dat man auch ganz gerne mat Kollegen de guten Humpen zu summen. Herr Muhowitsch, du seid ein self-made man, schafft in eurem Familienbetrieb, wie er schon erwähnt hat. Was tut ihr dann so auf den Weg kriegt von eurem Pap an eurer Arbeitsmethode? Ich meine, was mein Pap mir all da, also ja auch all da auf den Weg geht, matt geht, zum Mut fürs gewählt kauf, das ist, was immer so sie feierlich. Sie feierlich mit den Leuten, wenn sie helfen kannst, hilf, mir sie feierlich. Wenn es nicht ehrlich passt, kannst du nicht weiter in deinem Leben. Wenn du fängst mit Lehren und mit Sachen zu drehen, dann ist es so, also dann der Politik rüber, wie auch mein Betrieb. Wenn ich klar ulehen den anderen, dann geht das schnell rundherum gezählt. Und ich meine, das ist so wieder, wo mein Papa mehr all Tag mal auf den Weg geht. Die sollte für drohen, dass die Gérant sieht von 2 Betrieben, als da etwas wird auch irgendwie natürlich, weil den so einen Charakter hat oder das. Ja, aus ich den ersten Betrieb, ein Transportbetrieb, das war aus ich mein Pap sein Cousin, für den hat, und mein Pap war immer dran. Und wie das so ist, da gesagt, sie als Vorbild, da will ich das doch. Wir waren zum Beispiel mit dem anderen Betrieb am Dachdeckerbetrieb, mein Pap war immer Dachdecker. Und ich bin als Kind immer mit meinem Pap mitgegangen auf Chantien. Also, ich wollte dann Dachdecker gehen. Der Pap sagt dann, nee, du musst in die Schule, du weißt gut, was das heißt, Dachdecker zu sein. Mach mal die Schule fertig und dann gucken wir weiter.
bon, ja, dann war ich da fertig mit der Premiere. Ja, so ich mein Pap, nee, ich will das einfach machen. Bon, der Pap hat losiert Jahre, das ist mir da doch spät gegründet, das ist wohin da schon 55 hat, mir den Betrieb gegründet und da sind wir voll dabei und ja. De Bierspau zu Römling an der ganze Gegent huet ja mat zesprocht, dass die Galerie an de Minnet stehen eng riesen Organisationsphas mat gemacht geschitt ass an dudurch auch immens viel neue Infrastrukturen an Lichtungsbetriebe opgetaucht sind an dofir mengglisch auch Römling offiziell nach immer eng Stadt hecht. Ist das korrekt? Also Ja, also ich meine, wie Demos hier am Minet ist Römling auch immens gewusst von der Bevölkerung hier innerhalb von pro Jahr, 10 Jahre, 15 Jahre. Ihr ursprünglich 1000 Jahre Röm entdeckt, das war 4 Jahre ja eigentlich auch nach Dome. Wenn wir ein paar hundert Einwohner haben, über die Jahrhundert, wenn es 20 Jahrhundert, wenn da bemol 5.000, 6.000, da wahrscheinlich sogar mehr, die in der Dokument wären. Da hat man immer so viele Einwohner wie Diedling an Däferding an Nettelbrick. Weil die gefroht hatte für den Titel Staatskrähen, hatten die Römlinger sich demos auch berechtigt gefühlt, hier da zu frohen, und sie noch den Titel Stadt demos geht das du so gerne. Das war eben durch die Entwicklung von der Bevölkerung, ja. Und durch eben effektiv den Eisenerz, durch die Minette, weil immer mehr Leute hinkommen, sie für heute zu schaffen, und eben noch heute zu wohnen. Demos selbstverständlich in einer ganz anderen Kondition wie heute, kann ich mir nämlich vorstellen, wie das Demos trotzdem ein bisschen chaotisch war. 1907 ist Römling offiziell eng Staat, hatte ich fand, und seit 1891 als eigenständig Gemeng. Ja, Römling war immer zusammen mit Kehl tätig. Und das war eben durch die ganze Entwicklung und Leute sich damals nicht mehr repräsentiert gefühlt. Ich meine, Kehl war, also für die Kehl war mehr so Bauern. Und ich meine, das war auch damals für die Leute kompliziert, dass so viel mehr alles gelernt hat, die müssen auf Gemenge und die war für die Leute dann eben weiter wäsch, damals und so weiter. Und dafür, das war ja alles Mineuren. Das war in einer Gesellschaft, die hat sich nicht mehr repräsentiert gefühlt. Und dafür haben die eben gefragt für ein eigenständiges Gemenge. Den Deel Täting, die auch mehr Mineure wären, und noch ein bisschen mehr Römling ähnelt, wo dann Stemos matt mit, du hast aber den Kieler, die Dürgernen, die haben dann aber durchrefusiert, dafür haben sie mehr just Sektion Römling. Macht freier Obertätingen, das gehört dann noch dazu. Wäre komplett verreckt für sich vorzustellen, dass Kehl Täting Römling einkehr zusammen fusioniert. Ich meine, wir schaffen ja schon ganz viel mit Kehl zusammen und wir versuchen noch immer wirklich wir müssen zusammen schaffen, das so ganz, wir haben ja auch schon seit 80er Jahren den Sikospo, wo wir gemeinsam Infrastrukturen für den Sport tun, wo wir ja auch am Ganzen sind, Martin Kehler zusammen schaffen. Wir schaffen zusammen an der Mobilität, ich meine, das ist ganz klar, egal wie, ob es eine Fusion geht oder nicht, dass wir ganz eng zusammen schaffen. Zum Beispiel, wenn ich werde, gestern Morgen den Innenminister seine Sommertour gemacht an als 2 Sissen von der Pomsche Römlinger Kehl Täting gucken gerne, wenn wir eben auch gemeinsam, weil um frühere Krassier eine Infrastruktur, eine neue Kaserne bauen für die Pomsche, da geht es doch ein gemeinsames Sis am Kehl da. Voilà, ich meine, das ist eine natürliche Evolution, das ist ganz klar. Wir haben ja viel gesagt, Römlinger sind flächenmäßig ein ganz kleines Gemeng. Wir haben nicht mehr ganz viel Entwicklungspotenzial an Akreiersstädtisch für Häuser, die nämlich darüber mehr müssen auch öffentliche Infrastrukturen zur Verfügung stellen, wie mehr man das, wenn wir sind am Gang, die neue Miserlie, die gemacht wird, das wäre ein Parkplatz, die schon immer Parkprobleme, aber wenn ich keine andere Terra mehr finde, dann fängt dann zukünftig problematisch zu gehen. Ja, weil ich meine, alles wird bebaut, das ist bebaut, dann alles rundherum ist mehr oder weniger ein Naturschutzgebiet, oder? Ja, und wo doch sowieso nicht nur länger wie es Naturschutz, ich meine, das ist ja alles abgeschotten, Eisenerz, wo früher aufgebaut ging, das ist auch vom Terrain her nicht evident. Auch zum Beispiel, wenn ich aus Römling rausfährt Richtung Esch, du hast ja jetzt, wo auch der Kajo war, aus der Chase Club, da war auch mal Idee, dass ich da noch kein bebauen. Aber innen drin waren immer Galerien, muss ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht einmal die freie Galerien, da wichtig zwar zugeschaut gesehen, aber für 80, 90 Jahre, das war eine andere Technik, wie das heute der Fall ist. Für Jahren hat man ja zum Beispiel gesehen, das Problem am Escher Potto oder Kieler Potto, wo du mal Riss an der Straße wäre, weil hier an der so nach dieser Nall in einer Entreprise, die hat so eine Stützmauer gemacht.
an do schenngen awer Probleme gouf, die selber Bemol Galerien entdeckt, wo se Stutzmauer gemerk hun an dëffe as zurüss an der Stroos kom, also du gesäit ich schon wie problematisch den ganzen Terra eigentlich ass. Schwätz mal einfach noch ein bisschen über die Natur, über den Römmelinger Stadtpark mit den Tennisterrain, dem Fußballsterrain. Also wunderschön gelegen, just über Römmeling, wo ihn dann auch sich richtig gut entspannen kann. Und kurz haben drunter leid den Arboretum an Einzelnen, von den wenigen Arboretum am Land. Mat der enscher Kalleg stehen tuff Quell, die man hier am Süden hun. Also das so für die nicht wissen, was das wie der Scheißentempel am Müllerdal. Das genau dieselbe Prinzip, just dass das hier am Süden eben just zu Römmeling geht. Das war ein Dreckstipp. Eier dat an den 90er Joren zum Arboretum gouf. Ja. War der Thema als Vergräserung vom Park geduert oder just für einen Dreckstipp zu verstoppen? Nee, eigentlich nicht. Also, weißt du, was auch ein bisschen interessant ist, wie das Ganze eben immer entstanden ist. Und das komischerweise eben immer am Kader von Notstand selbst. An den 30er Jahren schon mein Vorgänger Bausch, dem sie im Moment ja da steht, hat damals auch die Terra gekauft, wo heute der Park ist. Das ist auch alles an Notstand selbst gemerkt in den 30er Jahren. Du hast auch damals dann der Fußballsterra und so weiter, die nächsten entstanden. An de 7er Joren nennt jo de Stebecht war joch eng Min an so weiter. Du hast dann nennt einfach mo de Park Stebierch dabei kom och am Kader vun Notstand selbechten, wo du dech op Hektar dabei kom sinn an. Da war eben noch die opkommenschwngen an der Zeit hat all dewer Wirtschaft sein Deponie, ja. Wo einfach alles getippt ist. Dat war jo net den direkt wie mir en Haut kennen méi bar. An do a joch demos schon am Mënwerminister die Überlegung, dats die Lokaldeponie solle verschwannen, an die sollen an de Paysage reintegriert gewinn, dat so sche seet. Da sind so Aménagement an dat war vun den echte Projekten ha aus dem Land, wo gesot gin ass kom man net einfach Apps drwer, da sind nemmi gesäit, mé man dorauser eng Erweiterung von diesem Park an du hast dann die Idee von dem Arboretum da kommen. Das ist auch ganz interessant von tun, wenn man dem so einmal dem Römmelinger Ökobüro zu Summe geschafft hat. Also sie wirklich hunderten Hecke Beam aus der ganzen Welt soll eigentlich auch so einen edukativen Zweck holen. Müssen selbstverständlich noch ein bisschen mehr pflegen. Gesagt, ganz oft Beschreibungen damit, da muss noch alles verbessert gehen. Aber das ist wirklich ganz interessant, für das zu entdecken, Beam, die wirklich aus der ganzen Welt kommen an das fand ich wirklich ganz flott, wie das Demo auch gemacht. Aber wenn schon von der Quelle an der Kalkstuf du schwätzt, das ist so eine Partikularität von Römmeling. Wir haben ja nicht nur ein Eisenerz gehabt, wir sind so im Scheitel zwischen Eisenerz und Kalk stehen. Und eine andere auch die Skulpturen, die sie aus Römmlinger stehen, wie das immer genannt gehen, als gemerkt gehen. Und dafür haben wir heute noch immer eng an Europa von den größten Karrieren Uwen, wo Kalk stehen aufgebaut, transportiert darüber Römmeling Hai und Wirk, früher Mosel gehört haut der Simalux, wo Klinker produziert wird, werden 4 Produkte vom Zement, das war ich meine, das ist eine von der Partikularität von Römmeling. Und dafür haben wir eben nach industriellen Aktivität hier in der Wirtschaft. Ich wollte jetzt kurz fragen, wo denn Arboretum genau ist. Wie können denn da hin? An dem Stadtpark, wenn zum Beispiel Fußballsterras, da geht ja so Handenruf, respektive über den 3 Stehbierger op, so hieß die Straße, da könnt ihr direkt, wenn ihr Dori da opfährt, an der Not zu Fuß, wenn eine Barriere du hast, könnt ihr in ein Arboretum. Das ganz doch direkt an der Zipfel vom Naturschutzgebiet hat Hessebier-Stehbier. An wann du bist du beibast durch die Panoen, die da so weißt du durchgehen kannst, wie du bis op den Top vom Tipp kannst. Das sind Panoen, die not einmal am Kader von einer RTS-Edukativ von der Minat Biosphäre zu Summe mit 2 Römmelinger Schulklasse realisiert goufen. Jetzt wieder am Anfang so eng Naturplatz rund um die Stadt Römmeling, wo der so das ist absolut die flottste Platz, wo ich immer im gern hingehen, einfach für auszuspannen, und für Natur zu genießen und für Römmeling zu genießen. Für mich ist es ein Hutbierg, der Rote Weg. Ich meine, wenn ich da gehen, oder zum Beispiel bei den Kollegen, das ist auch geht. Also, wenn du da bist, dann ist es nicht grau. Das heißt, du hast kein Auto. Und wenn ich es brauche, dann gehe ich bis auf. Den Hutbierg an? Ja, also ich meine, ich kann ihm da nicht mehr recht gehen. Das ist auch ein Platz, wo ich gerne gehen an, da könnt ihr auch direkt auf Tate denken.
Das ist alles zusammen, du hast auch nach den Front Detail. Aber ich gehe auch gerne Europa nach mehr weit wie de Musee, wo auch also Scheißstand das Hannenhauser an die Büscher gehen ich gerne trippeln, der gewandte Büsch wie mehr noch nennen. An der Zeit war doch Fitness, Wehr und so weiter. Und ich meine, da gehe ich auch ganz gern hin. Aber für mich also auch am flottesten da mit Birsch. An pour la petite histoire, da wo der Kai warst, auf dem Steck, du hast so früher so gut ein Western gedrinkt mit internationalen bekannten Akteuren. Ich freue mich total, okay, da kann ich nicht mehr drauf kommen. Du gesagt, nach die Al Schreier, das ist nach der letzten Überbleibsel von dem Film. Ja. Ich habe mich immer gefreut, für was das die Scheier durchsteigen. John Wayne. Ah, ja, das ist noch nicht so lange. Ist das auch beim Wasserturm? Nee, der Wasserturm, Nee, das ist ganz auf der anderen Seite Richtung Täting. Und gerade wie als ein Käfig aus der Wasserturm, unser Wasserturm auch auf Tätinger Terre. Um Perschesbirsch, ja. Das ja. Und boah, ich meine, die gesagt die noch immer ganz gut. Und du hast eben noch die Überlegung, wie man 100 Jahre Entreprise Pückes gefeiert werden, im Easter auch da. Der nächste Teil ist, den net dann noch gesehen dann direkt gemengt hat, wir müssen dann auch etwas draus machen und da sind wir so am ganz überlegen, wie der doch kann, besser wie der Gilles Conner eventuell. Das wäre schon cool. Ja. Aber wie gesagt, da sind effektive Überlegungen und ich hoffe, dass wir die nächste Jahr da aber etwas können machen. Ja. Da kommen wir noch bei einer komplett anderen Frage. Worky question. Worky question. Genau, und erst zwei. Das ist eine schwere Frage. Ganz ehrlich antworten, wenn ich klifft. Wenn dir aus der Stadt Römling misst plündern an eine andere Gemeinde von der Minnet-Biosphäre, wie eng wäre dann? Also ich bin heute zu Römling geboren und ich schon damals, wie John Escher junge Lise gern sehen, da sind wir auch für dich nicht mehr Römlinger an die Klasse kommen, wenn wir damals anscheinend ganz schlimmer wären. Und ich hatte den Zecheprof den Devil, den huet gesot, die Rëmlinger sie wie Elefanten, die ginn immer do hin zréckstiwe, wo se geboren sinn. Ech sinn ein hätten die Zeit eng Maternité ha wo dat das hem wo dat das hem dann lo nei gebauket werd netch vun als Rëmlinge raus. Mei wann unbedingt wëz, wann da ging ech op die Lingo. Merci. Also ich auch, das heißt, ich ging auch nie vor Römling fortgehen. Das heißt, du kannst immer gehen, wer die will. Ich bleibe zu Römling. Die Diskussion und schon immer mit meiner Freundin, der ist aus der Stadt. Und da diskutieren wir dann noch immer. Aber ich gesehen habe, das auch die Meinung, dass Römling das. Ja, mir wie gesagt, wenn ich plündere ging, dann auch auf Diddling. Was wäre das so für die Freundin so Kompromiss gewesen zwischen der Stadt und Römling? Sie soll ja immer eng mitfahren. Ja. Was soll nicht sein? Peterbusch. Nee. Ja, schon deislig. Ja. Okay, also zwei überzechte Römlinger, die zu Römling sind, bleiben wollen. It's quiz time. Ein kleiner Quiz, du kriegst 3 Fragen gestellt mit 3 Alternativmöglichkeiten. Der kann das wissen, der muss das nicht wissen, der wandert nicht wissen, also doch nicht schlimm. Wir roden auch mit, außer den Frage stellt, weil die weiß ja die Antwort für seine eigene Frage. Mit die anderen 2 roden mit, so dass wir einfach mal gucken, ob wir einen gemeinsamen Nenner kommen bei den Fragen. Und Katrin, fang du mal an. Okay, also wenn aus dem Musée des Mines gegründet gehen? 1973. Oh, ja. Aber da brauchen wir ja keine Alternativen anscheinend. Nicht neidisch. Das ist im Grand Duc schon angeweiht gehen, dem muss Armee, war das. Ja. Schließt mal der Antwort an. Ja, ich auch. Naja, da kommen wir auf eine andere Frage. Auf welchem Jahr ist dann den Éclairage public vom Gas auf die Elektrizität rübergegangen? Heute zu Römling. Da bieten wir die Alternative. War das 1949? War es 1939 oder 1929? Da war es 1939. Das halte ich zwar für spät, weil die ersten Wirtschaften am Land sind aber schon Anfangs vom 20. Jahrhundert ob elektrisch. Also ich ging 29. Ja, ich ging auch bei den anderen bleiben. Das war zu frei. Da wird nie noch fehlt, Es ist 1940, tatsächlich. Ja. 1930 aus der Elektrifikation.
zu Römling geschieht an enger feiert sich recht l'éclairage public. Okay, Okay, lo ma jo das Gas wirkt, das heißt, aber ja, das ist effektiv enger feiert sich. okay, hab's beigeleiert. Und dann habe ich noch eine Frage, das ja für drunter schon angeschwärzt gehen, die grosse Karriere, die grosse Kalix-Karriere, die zwischen Römling und Oettingen ist, und an der ja noch immer geschafft wird. Wegen von diesen 3 Behauptungen über die Karriere ist da richtig. Sie hat 2007 eine Betriebslizenz für ganze 50 Jahre ausgestellt. Die Karriere ist Männer wie 50 Hektar groß. Oder an der Karriere as et wéi an England war Gefierer durchfuhren fuhren se längs. Ich meine, dass der Dich 2007 die 50-jährige Autorisation. Der zweet war ass Manner wie 50 Hektar groß, an der dritt dats wie an England Längsverkehr an der Karriere. Ich sehe viel links voran. Sind dann für die Echt dann 2007. Also Betriebslizenz vu 50 Joer. Voilà. Helwen? Dat schenkt mir auch lang, 50 Jahre. Oh, Frank. Das steht A, C, da geht es auf B. Okay. Also dat se Manner wie 50 Hektar groß ass stimmt net ass weit méi wie 50 Hektar groß, das wirklich eng ganz groß an impressionant Karriere mat enorme Fossilien, die du fanden kann, wann du gesprengt gëtt an de Steng. Schon zum Beispiel im Büro hunne so Koralleblock, wo du wirklich Korallen Einzel erkennst aus der Karriere. Betriebslizenz ist schüss op 30 Jahre ausgestaltet. Ja, die lebt a 37 aus, mehr an der Karriere as wie an ganz viele Karrieren Längsverkehr, so wie an England. Ja. Und zwar, wenn du dann mam Kamion lernst, de Front de Taille an der Karriere fährst, sitzt der Chauffeur wirklich sto, wo es Ruf geht. Das ist zu verhindern, dass die Großgefährer, die Großkamioner, Baggeren eventuell den Rampli rufrutschen und dass es dort zu Accidenten kommt. Das sind dann noch bestimmt Englisch Kamion. Nee. Shit. Ja, vielmals merci ihr zwei, dass der erst Zeit geholt hat, haut bei uns am Minute Mashup zu sehen. Hashtag Minute Mashup, da fand ihr uns online Shownotes mit allem drin und drun, mit all den Sujets, über die wir geschwärzt haben. Die geht es auf minute-biosphäre.com. Den nächsten Episode geht es dann Ende Oktober. Da gefuhren wir die Gemeng Süßem. Bis dahin noch einen goldenen Hirsch gewünscht und merci für den Luisteren. Ciao, ciao. Merci Merci. Bis gleich, ein kurzer Rümmel, hoffentlich.